Bei Temperaturen knapp unter 0 Grad absolvierte der SV Grödig am Mittwoch sein erstes Testspiel. Der Gegner hieß Metalurg Saporoschje und ist aktuell Sechster der ersten ukrainischen Liga. Die Niederlage hielt sich mit 1:6 in Grenzen und wird auch von Trainer Miroslav Bajczewski nicht überbewertet. Ja, natürlich, jetzt haben wir in Vorbereitungsphase schwere Beine, ein paar Spieler waren verletzt, ein paar sind auch mit Grippe. Für uns war wichtig, dass wir haben einen guten Gegner, ein gutes Training sozusagen für uns. Kann man nicht so sagen, zufrieden oder nicht zufrieden, weil der Gegner war sehr stark sozusagen und sind bessere Spieler natürlich. Aber für uns war wichtig, ein gutes Training zu machen. Ja. Gegen die Ukrainer erstmals zu sehen, die Neuzugänge des SV Grödig. Die Situation ist momentan so, dass der Bertel Koru, der was bei Austria Wien war, der was 78 Spiele gehabt hat in der ersten Bundesliga, der ist jetzt zu uns gewechselt. Der hat einen 1,5 Jahresvertrag unterschrieben gestern. Der Gerd Breitenberger ist auch bei uns, der hat auch einen 1,5 Jahresvertrag unterschrieben. Weg bei uns ist der Risa Tobi, der ist zum Monse gegangen. Und der Daniel Kastner, mit dem haben wir einen Vertrag aufgelöst. Und der Thomas Eder, der ist noch bei uns. Und da werden wir auch noch schauen, dass wir Einigung erzielen. Der wird den Verein auch noch verlassen. Und dann Leonardo, das ist unser Wunschstürmer noch, mit dem schauen wir, dass wir heute noch zum Abschluss kommen. Der Gegner war relativ gut. Erste Halbzeit ein bisschen Schwierigkeiten gehabt im Mittelfeld und zweite Halbzeit haben die viele Spieler ausgewechselt und war die zweite Mannschaft am Platz. Aber ja, im Großen und Ganzen fürs erste Spiel. Es muss noch einiges besser werden, aber der Anfang war mal da. Wo siehst du deine Rolle jetzt hier in dem neuen Team für dich? Ja, eine neue Rolle im zentralen Mittelfeld, wo mir der Trainer dann hinstellt, werden wir sehen. Also ich spiele überall, wo mir der Trainer hinstellt und am liebsten ist man im zentralen Mittelfeld und werden wir sehen. Der Bongauer hat sich mit seiner starken Leistung vom Mittwoch jedenfalls für diese Position empfohlen.